Aufgepasst, aufgepasst. Eventuell musikalische Fehler sind an diesem Podcast bewusst nicht verbessert gehen. Kandidaten und Kandidatinnen an diesem Podcast sind keine Sänger oder Sängerinnen. Und auch der Serge wird die Stecker nie für geprüft. Dafür, wenn ihr Fehler fand, könnt ihr gerne halen. Viel Spaß. Probieren wir mal, denke ich, ja. Also zusammen zu proben. Weil, wie gesagt, ich kann nicht an. Schon ein bisschen geprobt, aber ja. Du lauschst wie oft. Ach, du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Dann sagt ihr wieder, wie es richtig geht. Werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lass alles in Hefte schreiben. Die Götter lachen sich schief. Lauscht das da Duft? Ich habe schon Duft, ja. Mit meiner Frau zusammen lauscht mir Duft. Das ist ein rebellisches Lied. Das ist ein rebellisches Lied, das einfach seht, haut gedanzt probieren in Form zu pressen, haut geschickt probiert, ja, als von den Mule ranzudrücken, wo eigentlich nicht tragiert, und dann kreieren wir sich als Gesellschaft mehr Probleme wie da du sind. Du musst es so sehen, du musst es so sehen, das ist immer mehr an der Gesellschaft so, dass früher war es mal so. Wenn du nicht bei der Staatschaft gehst, dann hast du keinen Platz, dann hast du kein Leben. Wenn du nicht heim gehst und du gehst, das ist genau da. Also eigentlich war den probiert nur nicht im Kanner mir mal gemerkt, Leute an eine Form ranzupressen, hinten den Druck möchte, den sie sowieso nicht gewusst sind, möchte den mehr, riecht den mehr schön, wie so etwas. Denkst du, das wäre haut mehr wie früher, oder? Nicht wie früher. Nicht? Nicht. Ich denke, dass wir evaluiert sind nach verschiedenen Sachen. Dass wir effektiv als Gesellschaft ganz grob Sachen haben, die von uns viel mehr mal aufhand tun und auch nicht mehr so streng gesehen. Ich will nur mal alles, was Rassenunterschiede, Herkunft, das wat Sexualität die Identität verschiedene. Daran sind wir viel mehr abgegeben, aber durch Schenkung, zum Beispiel durch die ganz neuen Technologien, die kommen und so weiter, kriegt den so ein bisschen abgezwungen, du musst so sein. Kant, kein Computer kann, nicht mal im Computer kann umgehen, ja, dann kriegt er gesagt, du musst sagen, falsch, das geht nicht, geht direkt gut. Ja, wie den Text halt eben noch sieht, das kriegt halt und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Das ist genau das, was eigentlich auch so ist. Ja, früher war vielleicht ein bisschen mehr radikal nach verschiedenen Sachen, heute ist es vielleicht ein bisschen mehr subtil, aber trotzdem nach. Aber trotzdem. Muss ich schon gewisse Sachen aufpassen, wenn du nicht drauf passt. Dann kriegen irgendwie so. Also, am Anfang auch der Psychologe stand drin, der hat, ja, da bist du zum Scheitern verurteilt. Er hat ganz viel Selbstwertgefühle wäschelt. Und wenn du die nächste Unterstützung hat, aus seinem Umfeld, hier halt eben so Sachen, sie vergehen, dann. Also meistens ein Symptomträger im System. Das ist auch etwas, was persönlich mit deiner Geschichte zu tun hat, ein bisschen die Story oder nicht? Oder
Wie was berät das? So das steht. An einem Sinn betrifft es mich auch. Es sind an einem, wie soll ich sagen, radikal religiösen Umfeld groß gehen, wo es nichts dürfen machen, du hast nicht mit anderen Kinder dürfen spielen, du hast ganz bald ein bisschen als schlecht gesehen. Du hast nicht dürfen raus mit anderen Spielen gehen, von die anderen gespielt und du hast gewisse Filme dürfen gucken, gewisse Musik nicht dürfen lauschen. Also dass sie wirklich an eine Form gepresst gehen, das halt noch wie da steht. Ich noch an so eine Form gepresst gehen, und ich kann so sich aus der Form zu befreien, mit den Weltaussichten, die einem angetrieben hat, gesehen, das ist Heavy Metal, das ist schon nicht einfach. Ein Kampf. Ein herrlicher Kampf, ganz herrlicher Kampf, ja. Das nicht einfach, kennt ihr noch nicht umgeschwört durchaus. Wie möchten das dann für sich nicht anzupassen, für so ich bin Amish dann, ich passe mich nur nicht ein und kann ich das überhaupt allein packen oder wie funktioniert das? Ich kann ihn allein packen, mit Problem muss ich noch das Risiko angehen, für halt eben einen gewissen Verlust zu encassieren. Das ist so. Also ich schätze mal, die bei mir halt eben, meine Familie hat mir direkt gedrängt. Sie schwätzen mit mir, telefonieren mit mir und so weiter. Es war eine Realisation, die ich selber machen musste. Schon viel Leute rundherum gehabt, wo ich kannte und sie an der Schule. Ich bin teilweise am Gara Quartier gewesen. Das heißt, regelmäßig sind ich auch durch die kleine Hannerstraße gegangen, wo ich mal schon mit 17 Jahren Freundinnen gemacht habe. Einfach nicht mehr so freundlich, wie geht es? Froh, meine Sorge war mal die, dass Mädchen sich an der Nacht am Winter sich erkennen, sagen wir mal so, nicht ausgedrückt. Und ich habe mir gefragt, hey, kann ich aber Kaffee anladen, das mal abwärmen. Und dort habe ich dann auch durch Gespräche nicht gefragt und mit verschiedenen Leuten habe ich halt gemerkt, dass das gar nicht so, die Welt ist gar nicht so schwarz, wie ich sie gemalt habe. Wie gesagt, von da uns ist dann sind ich bereit, den Schritt zu gehen, für darüber weg zu gehen, über das, was ich gelernt habe. sind halt eben noch dummer, die Leute, die sich nur als meine Freunde oder meine Familie zu erkennen gehen haben, auf den Bockel zu werden und so, nee, das sind nicht Leute, die dir gut gesinnt sind. Und das ist etwas, was ganz schwer ist. Ja, was nicht gut nicht mehr drauf hast, sondern das Bild, was die Leute am Anfang von dir wollen, die vielleicht sogar noch gut gemengt haben, das weiß ich nicht so genau, aber das für dich nicht gut war vielleicht. Genau das, ja. Musst du bereit sein, die Stoffe noch zu trennen, oder? Ja. Also das, die individuellen Freiheiten, also ein bisschen das, was so an dem Lied auch abkommt, die individuellen Freiheiten, die der Mensch kann genießen, die der Mensch soll genießen, sich zu entfalten, die waren mir komplett weggegangen. Du musst so sein und das war etwas, das hat mich wirklich gehindert an meiner Entwicklung. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und das Bleistifte Spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und Vierer auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird jetzt zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und ein Freigeist und die Schuldschwänzer, wir sind Tonträger im System.
Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch nur gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch das Händchen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Dass ihr was wisst. Ich kenne die Nebeneffekte von den sozialen Ausgrenzungen, Nebeneffekte von dem, was gewissen Institutionen, gewissen Gemeinschaften, wo Schuld können ausrichten, wie sie haben durch funktionieren, auch halt eben durch meine eigene Erfahrung. Schon so ein bisschen den Weitblick haben drin. Wir sind noch an einem Wahljahr. An einem Wahljahr gibt es ganz viel geschwärzt. An einem Wahljahr gibt es gesagt, wir wollen gerne heim machen, wir wollen gerne da machen. Die meisten Wahlprogramme, die ich gelesen habe, haben effektiv konkrete Lesungen. Wir wollen machen, wir chiffrieren das. So mir genau, so kriegen wir das hin. So mal, wenn wir die Steuern so machen, wenn wir das heim machen, wenn wir das da machen, dann habe ich etwas Konkretes für uns packen. Da kann ich so ein da kann ich verstehe, wo die Sohn herkommen oder ich verstehe, wo die Sohn hingehen. Ich kann ein bisschen damit aufhängen. Wir wollen gerne machen, und kommen keine Zöllen, kommen keine Meier, da sitzt sie wirklich da, wie Katze im Schleif stehen. Ein bisschen, dann sehen sie sich, ja, was soll ich da wählen? Und das ist den Einheitsbrei, den du zerriert kriegst. Ich mache mir absolut gut keine Hoffnung, dass ich gewählt bin. Also absolut null Hoffnung, dass ich gewählt bin. Wenn der Norden, den hast zugepasst, mit anderen Parteien. Und ich unterstütze einfach gerne den Abschwung am Norden auch. Der Süden, den hast du lebst im Zentrum, du lebst im Osten, den hast gut im Kommen, im Norden, du brauchst noch ein bisschen Elan. Und wir sind in so einer Stagnation. Wir kommen irgendwie nicht hier. Was die Logementspolitik betrifft, was die Steuerreformen betrifft. Also, wir sind wirklich einer kompletten Stagnation. Seit 2013 Staat, bis mich geht dann zugepflegt, das geht mit neuen Steinen und so weiter. Aber das ist nicht die Politik, das ist nicht das, was mich, dass ich in Zukunft kann mit Elan noch viel gehen. Dass ich weiß, wo geht Leben hin. Das sind nicht die Steine, die in den Boden sind, die machen, dass ich so, oh, cool, geht besser. Ich brauche schon Konkretes für noch viel zu gehen. Ich bin noch ein bisschen Rebellin daran. Also ich weiß, dass viele Leute so zugetrieben hat, gesehen mit einer Vue von der Welt. Aber wenn den Strauten Leute da ein bisschen abzumachen, ein bisschen zu sagen, hey, komm mal, der Gritz um die Welt. Dann wird denen kein Problem. Da gehen immer als Außenseiterin hingestellt, als Spinnerin, als und dann so nicht. Hey, sie stolz drauf. Ja, was ist das so Mensch? Ich meine, du willst ja wahrscheinlich da nicht sehen, du willst nicht unbedingt mehr angepasst sein. Nee, zurück an den alten Muster, wo ich konform bin zu dem, was gesagt wird, was ohne zu hinterfragen. Alles viergeknallt, kann ich nicht hinterfragen. Das ist nicht mein... Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. So, ne? Ja. Ich spüre mich auch zum Beispiel in der Gesellschaft nicht integriert so richtig. Nee, das ist also Fremdkörper. Ja. Das ist einfach ein Teil von der Gesellschaft. Das ist ein Teil von der Gesellschaft. Irgendwo geht es noch viel. Kann ich nicht so, ich bleibe auf der Platz stehen. Ich kann nicht probieren, den Horizont zu erweitern, respektive den Horizont ein bisschen Sichtfeld in eine andere Richtung zu drehen. Den Reinhard May, den hat
an einem von seinen Liedern auch von die Politik singt, wo der Pastor zum Minister sagt, halt du sie arm, ich halt sie dumm. Und das ist ein bisschen so, ob das der Pastor ist, ob das Tele ist oder ob das alles das, was man da probiert, geht aufzulenken von der Realität. Ja. Ja. Schon nach die Lechtzeile vom Lied vielleicht zum Aufschluss. Ja. Weil Künstlerin so denke den Namen von der Sarah Lesch. Sarah Lesch. Also auch was eine Rebellin schenkt, Ja. weil das ist doch dann der Schluss von seinem Lied, dass es sich nicht aufpasst. Genau. Und jetzt wartet nicht auf ein persönliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinkern, keine milde Pointe, die das Unwohlsein wieder bricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen, falls es mich da nicht mehr gibt. Hinterlasse ich ein Kind, das sich selbst gehört und dies unhandliche Lied. Ja. Schön. Schön, definitiv. Merci. Merci dir.